Hause, um seinen guten Ruf zu bringen. Oh nein, sondern einen gereiften Mann. Der Apotheker Säuerlein hat mir vor kurzem anvertraut, dass er sich wieder verehelichen möchte. Ja, aber das ist ja ein Witwer mit 3 Kindern. Oh nein, eher werde ich eine alte Jungfer. Das wird der Familienrat entscheiden, den ich zusammenrufen werde, sobald seine Exzellenz uns verlassen hat. Doch. Glauben Sie mir, meine liebe, verehrte, gnädige Frau, für mich als alten Junggesellen ist es ein ganz besonderes Vergnügen, die traute Harmonie eines stillen Familienlebens ein wenig mitgenießen zu können. Exzellenz sind zu liebenswürdig. Ja, deshalb ist doch meine Freude groß, noch ein wenig länger hier verweilen zu können. Mein Neffe erwartet mich, aber ich bitte Sie, sich durch meine Anwesenheit in nichts inkommodieren zu lassen. Nur ein paar Worte mit meiner Schwägerin, Exzellenz. Ja, aber bitte. Vielleicht leisten Sie mir etwas Gesellschaft, meine Gnädigste? Mit Vergnügen, Exzellenz. Wenn Sie mich dann bitte entschuldigen wollen. Aber bitte. Nur einen Augenblick. Ja, Charlotte, du kommst mit. Wenn ich bitten darf. Danke. Na, nun haben wir ja doch Gelegenheit, ein wenig ungestört zu plaudern. Exzellenz waren sicher sehr erstaunt, als Ihnen die Tänzerin Yvette als Tochter des Hauses vorgestellt wurde. Allerdings. Sehr intelligent muss ich nicht ausgesehen haben. Nein, das kann man nicht behaupten. Naja, ich war ja auch ganz perplex. Ich kenne doch meine alte Frau Geheimrätin. Ja, die weiß natürlich nicht, dass ich beim Varieté bin. Ach so, na, ich konnte mir das auch alles gar nicht so recht zusammenreimen. Nein, das muss ich ihr alles erst noch beibringen. Also nicht wahr, Exzellenz? Diskretion. Selbstverständlich. Und wenn sich jemand fragen sollte, dann... Ich weiß von nichts. Ich danke Ihnen. Also was es für Zufälle im Leben gibt, ne? Zum Beispiel, dass seine Exzellenz auch ausgerechnet in dieses Nest hier kommen muss. Ja, das habe ich meinem Neffen zu verdanken. Ich muss diesen Bengel wieder mal gehörig an den Löffeln ziehen. Stellen Sie sich vor, schreibt mir dieser Kerl doch, dass ein Mädchen aus guter Familie kompromittiert hat. Was? Ja, die Eltern wohnen hier in dieser Stadt. Die Kleine geht in ein Stift. Muss ein ganz schönes Luderchen sein. Da steigt doch dieser Bengel nachts über die Mauer. Mondschein, Küsschen. Naja, so eine richtige Jugendeselei. Das ist ja zum Schießen. Steigt der Kerl den Mädchen nach. Ja, von wem er das wohl haben mag. Von mir nicht. Nein. Ja, auf jeden Fall wird dieser Sache jetzt ein Ende gesetzt. Ich werde ihn verheiraten. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Ich wüsste auch schon eine Frau für ihn. Ach, wahrhaftig. Ja, Exzellenz haben doch vorhin meine kleine Stiefschwester kennengelernt. Ja, ein ganz reizendes Mädchen. Nicht wahr? Das wäre doch ganz genau... Ausgezeichnet. Die Kleine wird ihn an die Kandare nehmen. Ja, das glaube ich auch. Exzellenz! Entschuldigung. Ja, was gibt's denn? Draußen steht ein junger Herr, der fragt nach Ihnen. Aha, das ist er schon. Herein mit ihm hier. Sehr wohl. Ich werde inzwischen mein Schwesterchen vorbereiten. Ja, glauben Sie denn, dass die Kleine damit einverstanden ist? Das kann ich natürlich nicht versprechen, aber ich werde meine ganze Überredungskunst aufbieten. Ausgezeichnet. Tag, lieber Onkel. Tag. Lieber Onkel, du weißt, was sich ereignet hat. Ich habe dir in meinem Brief alles berichtet. Bis auf den Namen der jungen Dame. Ja, ich denke, du weißt... Ich weiß nichts und ich will auch gar nichts wissen. Aber du bist doch hierher gekommen. Da musst du dich doch annehmen, Ich bin hierher gekommen, um deinen Dummheiten ein für allemal ein Ende zu setzen. Du wirst heiraten. Ja. Aber nicht die du glaubst. Lieber Onkel, es ist nicht nur meine Pflicht als Du Kavalier. wirst die heiraten, die ich für dich bestimmt habe. Das kann ich nicht. Du bist mein einziger Neffe und Erbe. Und wenn du dich meinem Willen widersetzt, dann gibt es... Exzellenz! Es ist mir gelungen. Bravo! Das ist deine Braut. Die. Jawohl! Ja, aber... Keine Widerspruch! Onkel! Bist du denn des Teufels? Oh, mein Süßes! Ach so, jetzt begreife ich es. Die Kleine Ja, ist... natürlich. Ach, das hast du gar nicht gewusst. Oh, jetzt sind Exzellenz gewiss recht wütend auf mich. Auf sie kann man ja gar nicht wütend sein. Darf ich Ihnen auch einen Kuss geben? Das verlange ich sogar. Ein Vergnügen muss ich schließlich auch haben. Und ich verspreche Ihnen, über eine Mauer klettert er nie wieder. Das kann er ja jetzt bequemer haben. Komm, Fritz und Mama, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Oh, nicht ganz so schnell. Ja, nun treten wir ja doch noch in näherer Beziehung zueinander. Ja, in verwandtschaftlichen. Da hätte ich doch an für sich Anspruch auf einen Kuss. Eine verwandtschaftliche, verstehen
Den sollen Sie auch bekommen. Ja? Bei der Hochzeit. Aha. Da werde ich dafür sorgen, dass die Kinder noch heute Abend heiraten. Na, das ist ja eine Überraschung. Ich freue mich ja so für die Kleine. Ja, und ich mich für meinen Neffen. Er bekommt die bezauberndste Schwiegermama der Welt, meine Damen. Jetzt bin ich froh, dass wir zwei alleine sind und endlich mal unter vier Augen reden können. Ich weiß ja gar nicht, was in meiner Abwesenheit passiert ist. Weiß er denn jetzt, dass du meine Tochter bist? Er glaubt es nicht. Ich habe auf alle mögliche Art und Weise versucht, es ihm klarzumachen. Als du zur Tür hereinkamst und wir uns umarmten, da dachte ich, jetzt endlich wird er es merken. Aber er ist nicht zu überzeugen. Deswegen war er bei Tisch auch so verstört und guckte mich immer so fragend von der Seite an. Naja, dann muss ich ihm jetzt die Wahrheit sagen. Das musst du wirklich, Mama. Entschuldigung, dieser junge Mann möchte Sie gerne sprechen. James Allison, den habe ich völlig vergessen. Das Bulli? Ach, das ist aber eine nette Überraschung. Der ist mit mir hierher gereist. Ich lasse bitten. Sehr wohl. Jetzt hör mal zu, mein Kleines. Er hat mir sein Herz ausgeschüttet. Doch der tut mir so leid. Er meint es so gut mit dir. Und er wird dich bestimmt sehr glücklich machen. Ach, ich mag ihn doch auch sehr gern. Na also. Hello, guten Tag, meine Damen. Hello, Baby. Hallo, Bulli. Sie geben also immer noch nicht auf? Vielleicht doch. Bis jetzt. Ich habe bekommen von Sie 25 Korpse. Und ich habe mir nichts gemacht daraus davon. Aber ich habe mich entschließt. Wenn Sie mir jetzt nicht sagen, Bulli, ich will werden deine Frau. Ich nehme das nächste Schiff nach Amerika und wir sehen sich nie wieder. Das würde mir wirklich sehr leid tun. Wissen Sie was, Bulli? Wir beide, wir wollen uns einmal in Ruhe unterhalten, ja? What? Wir beide ganz allein? Ja, wir beide ganz allein. Kommen Sie. Okay, haben Sie gehört? Ich glaube. Ich glaube auch. Ja, was machen Sie denn da? Ich gebe eine Kiss, meine Schwiegermama. Und Ihr Mann kriegen auch einen. Oh Gott, mein Mann, Bulli, das habe ich völlig vergessen. Er weiß nicht, dass meine Tochter beim Varieté ist. Bitte. Oh, er weiß es nicht. Well, von mir erfährt auch überhaupt nichts. Seien Sie ganz unberuhigt. Komm mit. Bulli. Okay, bye. Bye. Ja, Böcklein, wo kommen Sie denn her? Von Struve, er möchte einen neuen Eisbeutel haben. Fühlt er sich nicht wohl? Frau Stadtrat, Ihr Mann gefällt mir überhaupt nicht. Oh Gott, was hat er denn? Maikäfer im Kopf. Wie? Er denkt darüber nach, wie er es Ihnen beibringen könnte. Ja, was denn? Das ist eine schwierige Geschichte, aber irgendwann müssen Sie ja doch erfahren. Also, die junge Dame, die Sie für Ihre Tochter halten, ist nicht Ihre Tochter. Doch, doch. Nein, nein. Das ist die Tänzerin Yvette. Böcklein. Ihnen als altem Freund des Hauses kann ich ja die Wahrheit eingestehen. Die Tänzerin Yvette ist meine Tochter. Sind Sie da auch sicher? Ganz sicher. Ja? Ja, dann sagst du Struve Nein. Bescheid. Nein. Das soll er von mir selber hören. Ja, schön, aber wenn Sie ihm das beibringen, Frau Stadtrat, dann tun Sie das bitte langsam und vorsichtig. Weil wenn er das erfährt, in seinem Zustand, ach, ich will ihm doch lieber noch einen Eisbeutel reinschicken. Ja, ich muss ihm die Wahrheit sagen. Mein Gott, mit dem Eis. Ach, Mila, du bist da. Ich habe gehört, es geht dir nicht gut. Miserabel Kind. Ja, ich weiß, was dir im Kopf herumgeht. Ja, was denn? Meine Tochter. Nein! Sie ist doch nicht deine Tochter, hör doch mal endlich zu! Anton, jetzt hör mir mal in Ruhe zu. Nein, hör mir in Ruhe zu, solange ich meine Sinne noch zusammen habe, bitte. So, hier kommt der Was zweite hat denn? Eisbeutel. Hat der Herr Böcklein für Sie bestellt. Dankeschön, oh, das tut schon mal wieder gut. Komm, Also, pass auf. was willst du mir sagen? Also, pass mal auf, stell dir mal vor, du hast einen Vogel. Na, mir scheint, du hast einen. Nein, du hast einen Vogel. Na schön, haben wir einen zusammen. Gut, haben wir beide. Der Vogel fühlt, dass er Mutter wird und legt Eier. Da liegen die im Nest. Da muss der Vogel verreisen zu einer Tante oder irgendwo hin. Und wenn er wiederkommt, hat ihm einer ein fremdes Ei ins Nest gelegt. Hast du das verstanden? Ja, und was soll das heißen? Das soll heißen, dass der Vogel das im Grunde gar nicht gemerkt hat. Dies und endlich, eine Mutter kann ja nicht wissen, wie viele Eier sie im Nest hat. Ne? Und so ist es ihr genau mit deiner Tochter auch gegangen. Ich glaube, du hast den Verstand verloren. Nein, ich habe gesagt, ich habe die Verstände alle zusammen. Schau dir nur noch mit an, auf die Stimme des Blutes kann man sich heute nicht verlassen. Das Mädchen, das hier rumläuft, ist nicht deine Tochter. Anton, sie ist meine Tochter. Nein, sie ist es nicht.